muss wissen, dass den Index am Anfang die einzige Möglichkeit, dass die Leute tun, für Steuerrecht auszugleichen. Der Index ist also nicht, wie das behauptet wird, eine Lohnerhebung, wie der Index ist notwendig ein Ausgleich für Steuerung, für die Kaufkraftverluste, die Leute erlitten haben. Und für da hinzugehen, an den Vorkauf zu manipulieren, das wäre sicherlich ein Fehler. Und ich favor habe keine Sinn, dass ich einen Thermometer manipuliere, für meiner Favor zu haben. Wenn Inflation gibt, dann wird keine Sinn, dass ich den Vorkauf manipuliere, für dass die Inflation mehr niedrig wird. Der Vorkauf soll die reelle Reflesen von dem, was Leute verkauft haben. Und wir wollen, dass Leute Männer füllen, Männer trinken, an Wirtschaftsprodukte zurückschaffen, dann muss man etwas sagen, und verhalten von den Leuten. Und nicht Vorkauf. Ein von den Themen ist ja Deckung vom Index. Verschiedene Parteien hatten das drauf, da schwatzen sie Männer gefunden. Mehr ist es dann wirklich so ungerecht zu fordern, dass in den viel verdient, gerade so viel Index kriegt wie in den wenig verdient. Das ist ungerecht. Mindestlohnbezieher kriegt von der Indextranche fällt 50 € bei, in den etwas mehr verdient, kriegt ein paar 100 €. Das heißt, in die mehr verdient, wurde nach dem Strich viel mehr obwohl gerade so viel Brot ist, gerade so viel Butter schmiert und schmiert, wie in den wenig verdient. Ja, das wird ungerecht ist. Das sind die großen Lohnunterschiede, die man zu Lützeburg haben. Wir haben zu Lützeburg eine unheimlich breite Einkommenssteuer für Leute, die Mindestabkommen haben, auch für Leute, die immens viel verdienen. Denn Herr Juncker sagt, für Göster, hier gibt es nicht gerecht von, dass die 30 € kriegen, wenn sie für den Mindestlohn an die anderen 300 €. Erstens ist es so, in den 30 € verdient man nicht den Mindestlohn. Und in den 300 € verdient 6 Mal den Mindestlohn. Der Leute gibt das just 1% von denen, die zu Lützeburg den Lohnergehalt schaffen. Natürlich soll ich etwas machen gegen die grosse Lohnsteuer. Natürlich sind die Unterschiede zu viel groß. Mit dem Index ist nicht Mittel für das zu machen. Der Index hält schon just die Reallöhne aufrecht, so wie sie los sind. Und wenn die Reallöhne etwas verändern, dann müssen die Mindestlöhne absetzen und müssen etwas machen, für dass die ewige Löhne begrenzt sind. Wenn man dann den Index machen, das wäre die falsche Weg. Das hat nämlich direkt zwei Konsequenzen. Erstens, die ganz viel verdienen, die und x einer wäre, über Tantiemen und Zolaren und Haie und dafür darin auszugleichen. Die kriegen da 10 Mal rum, was durch den Index nicht kriegen. Dienstens, die verlieren, das sind die Mittelabkommen und dadurch gibt es allgemeine Lohnentwicklung mit losgehen, Moyenverdrehung gegen mit losgehen, was immer Reperkussionen hat, ob Mindestlöhne und ob ein Ajustement von der Rente verschieden hängen, das wird nicht gerecht. Mir immer dem Strich als schwer zu vermitteln. Also wenn, wie gesagt, in den Minister, ich weiß nicht, was er verdient, 15.000 €. Da mussten die mehr Freie gekürzt gehen. Also wenn die höchsten Abkommen, wenn die zu viel verdienen, dann muss doch etwas gemerkt werden. Mit dem Index, das sind die Moyen für das zu merken. Ich war zu von einem Minister, mit Herrn Juncker sieht zum Beispiel, dass heute zu Lützeburg tausende Leute gehen, die mehr verdienen wie hier. Das gibt dann allgemein den Hebel da umsetzen. Also muss ihr wissen, dass das Argument ist eigentlich ein demagogisches Argument. Weil einerseits wird gesagt, es wird sozial ungerecht, von denen die Mindestlohn verdienen, just 50 oder 30 € kriegen. Andererseits ruht aber jeder durch die Indexmanipulationen an den rechtlichen Euro geschützt sind, 2007 und 2002 von der Chamber von, weil alle Parteien gestimmt haben, jeder ein ganz Pai Recht gehabt. Jeder wird als ein ganzer Monat gratis schaffen gegangen durch die Indexmanipulation. Auch in den 1900 € Mindestlohn oder ein Rennkredit von 1900 € mit 1900 € aufgeholt wird durch die Indexmanipulation. Also wenn es sozial ungerecht ist, da kommen Halen ob die Indextranchen, die erfahren, für die Frage zu stellen. Also heute mit dem falschen Argument etwas gemacht, der weiter viel mehr schwört, wie das, was als Problem aufgeworfen wird. Aber wenn wir wirklich etwas ändern in den niedrigen Abkommen sind, da sollten wir wirklich etwas lernen in den Mindestlohn, weil Mindestlohn zuletzt beschleunigen nach unter der Armutsgrenze.